Ich darf euch auch in ein Wunder mit reinnehmen, das wir erleben werden. Nämlich an diesem Silvester gibt es eine neue Conference, die Jesus First Conference für junge Erwachsene und Youth. Unglaublich, etwas Neues, das wir starten. Warum machen wir das? Es haben viele Studien gezeigt, eine habe ich euch mitgebracht. Viele Studien zeigen, dass es eine Generationenkluft gibt. Es gibt gerade bei jungen Erwachsenen so ein Phänomen, dass die nicht mehr in die Kirche gehen und viele davon auch, dass sie ihren Glauben an Jesus verlieren. Und da haben wir gemerkt, wenn wir da nichts tun, wenn wir nicht reagieren darauf, wenn wir nicht sagen, wir stehen auf, gerade für diese Generation, dann haben wir ein Problem. Und da wollen wir hinein. Da möchten wir die Menschen gewinnen, die jungen Leute, die Youth und die jungen Erwachsenen und machen extra eine Conference hier in Zürich über Silvester. Es ist so, dass wir das Conference-Thema von der My Conference, Jesus First, nehmen als Namen für diese neue Conference. Warum? Jesus First. Ich habe in meinen Jahren als Altersstufenpastor gemerkt, das ist mein Hauptthema, das ich immer wieder reinbringe. Denn wenn wir einer Generation teachen, hey, setz Jesus an erster Stelle. Setz Jesus an erster Stelle, dann ist das ein Fundament, worauf Gott so viel unglaublich Gutes tun kann. Es kommt Ordnung ins Leben, es kommt Kraft ins Leben. Und darum nehmen wir diesen Titel, es ist die Jesus First Conference. Eine Generation möchten wir erreichen, damit dass sie Jesus wieder an erster Stelle stehen. Wir werden an dieser Conference, sie wird beginnen am 29. Dezember und dann bis und mit Silvester und Neujahr, also am 1.1.24 wird sie dann enden. Es ist eine Conference eben, ab 13 kann man sie besuchen, aber das Zielpublikum ist ab 16 bis 26. Es wird hier in Zürich sein, also es wird keine Online-Konferenz sein, sondern wirklich hier in Zürich, denn es soll so einen Vibe haben, ein bisschen wie im Camp. Es soll leben, es soll hier in der Gemeinschaft etwas entstehen. Die Sprache wird auch Hochdeutsch sein und es wird so sein, dass wir Gruppen aus anderen Kirchen, Youth und junge Erwachsene, Sunday Nights von anderen Kirchen, vom Movement, vom ICF Movement hierher bringen wollen und gemeinsam Jesus eben an erster Stelle stellen wollen. Wir haben ja hier auch in Zürich, wir erleben in den letzten Jahren so etwas wie eine Erweckung. Ich habe euch das mal mitgebracht, die unterschiedlichen Teams. Das ist mein Team vom Sunday Night, so die einige Angestellte. Das sind natürlich dann noch weitere Volunteers, aber das sind unglaublich Leute, junge Leute, die leidenschaftlich dafür sind, junge Erwachsene für Jesus zu gewinnen. Und jeden Sunday Night hier, der ist gewachsen, Sunday Night nochmal die Celebration. Ebenso im Youth Planet, das sind Paul, das ist Brisi und das ist Gina, das sind die Angestellten für Youth Planet und die kommen ja gerade aus einem Camp und gestern hatten sie eine Worship Night. Die haben ein krasses Momentum hier und ebenfalls 180. Hier ist das ein Bild von ihrem Leitungsteam mit vielen Volunteers noch drin und auch die erleben, wie viele junge Teenager Jesus eben an erster Stelle stehen. Und das ist in Zürich, tut Gott etwas, was wir unbedingt merken. Da hat uns Gott etwas gegeben, das möchten wir multiplizieren, ins Movement raus, in andere Kirchen, dass das da auch passiert. Und darum werden die Leute hierher kommen, sie werden sich in Gruppen anmelden und dann gibt es so 4 Standbeine. Es soll ein Camp ein bisschen sein. Also du kommst hierher und dann gehst du raus und da geht's weiter. Es hat Lounges, es gibt Sportangebote, es gibt Übernachtungsmöglichkeiten. Also wir schlafen dann irgendwo noch gemeinsam. Und dann natürlich, es gibt die Worship Stages nebendran, wo du Gott weiter erleben kannst. Dann hier haben wir natürlich starke Sessions, wo Jesus unser Herz berühren kann. Und dann aber auch möchten wir das an der Conference selber gleich vertiefen in Small Groups, also wo wir in den kleinen Gruppen das weiterleben können. Und am Schluss auch, wir machen so am Nachmittag zwischendurch immer wieder so Workshops auch, wo die Leute wirklich eben lernen können. Wie können sie das, was wir hier auch erleben, mitnehmen, damit die Erweckung dann im Jahr drin in ihrer Church bei den Youth und bei den jungen Erwachsenen eben wirklich stattfindet. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr seid auch mit begeistert. Ich hoffe, ihr betet mit für diese Generation und ich freue mich jetzt schon, dass wir da uns aufmachen können und so viel erleben dürfen, was Gott tut, denn er eifert am meisten um diese Generation. Amen.
Vielen herzlichen Dank, Joel, für das, was du uns da mitgenommen hast. Hey, und ihr Lieben online und hier vor Ort, lasst uns genau jetzt in dem Moment für diese Generation, für diesen roten Part beten, wenn ihr es vielleicht noch mal einblenden könnt, dass wir sehen. Und wir sagen einfach, himmlischer Vater, hier ist ein Gefäß, hier sind Menschen. Und wir bitten dich zusammen als ganze ICF-Familie, dass du hier deine Hand drauflegst, dass in diesem Jahr und in jedem kommenden Jahr, besonders in dieser Generation von 16- bis 26-Jährigen, Menschen an dein Herz kommen und Menschen hinzugefügt werden können, die dich ganz persönlich kennenlernen. Wir halten dir diese Lücke weltweit hin, Gott im Himmel, und wir überlassen es nicht dem Zufall, was mit dieser Generation geschieht, sondern wir bringen heute das Gebet zu dir vor deinen Thron mit unserer ganzen ICF-Familie und sagen, bitte Gott im Himmel, weck du diese Generation auf, weck du diesen Geist von dieser Generation, dass nochmal etwas aufstehen kann. Füll diese Lücke, die da entstanden ist. Wir lassen das nicht einfach so dahin geschehen. Im Namen Jesus. Amen. Amen.